Und weiter geht's mit der Rettung Garas in Naruto Shippuden Ultimate. Naja, ihr wisst es ja. Genau, Deidara, dieser dämliche Bombentyp hier. 怒りのこみ上げる渦巻きナルト。その怒りに対し動じる様子を見せないデイダラ。ガーラをかけた激突がここに始まった。 Also ich fände es jetzt cool, wenn es so eine ähnliche Verfolgungsjagd geben würde wie auch im Anime. Sprich, dass jetzt Kakashi und Naruto hinter ihm herfliegen würden und sie dabei das ganze Areal zertrümmern müssten und so weiter und so fort. Aber ich fürchte, dieser Wunsch wird nicht erfüllt. Akatsuki ka. Ja, Akatsuki, stell dir vor. Der und sein dämlicher Kunsttee. Ich glaube mittlerweile gibt es sogar eine Bezeichnung dafür. Also, es müsste eigentlich ein Kekkei sein. Ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher. Es heißt irgendwie Banto oder so heißt das Element. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Das gab es aber auch nur in aktuellen Manga-Kapiteln. Kann das mal vor der Begriff halt für die Technik und so, weil es ja soll eigentlich eine Elementkombination sein, weil es dann noch einen anderen Shinobi gibt, der die gleiche Technik beherrscht wie Deidara. Und Naruto wie immer blind vor Zorn. Aber ob das so eine gute Idee ist? Naruto gegen Deidara in Kombination mit Kakashi als Teampartner, naja. Nun gut, seine Blitzjutsu sind sicher nicht gerade von schlechten Eltern, vor allem, ja, alles klar. Kampf gewinnen. Ich möchte wieder mal einen Kampf erleben, wo ich verlieren muss. Warum stehen immer... Ah, sind dem... ich komme gar nicht weg. Ja, dämliche Briefbomben. Ich sehe gerade, ich mache relativ wenig Schaden. Wow! Alter, verdammt! Okay, Deidara, ich muss sagen, du bist gar nicht mal so übel, aber jetzt reicht's aber auch. Ja, jetzt habe ich die! Na, siehst du, so schnell kann das gehen und das Blatt wendet sich. Rasengan. Guck mal, neunschwänziges Rasengan. Und der fliegt erstmal davon. Und ich brauche Nudelsuppe. Weil sie so lecker ist. Na, Deidara. Niemand das hier. Aha, ich block alles ab. Du dämlicher Vogelfuzzi. Wow. Ne, Kunst ist schwul! Okay, nicht direkt, aber seine Kunst ist wirklich ein bisschen hässlich. Na, Alter, was machst du? Guck mal! Riesenrasengan! Wieso bleibt der Trottel einfach stehen? Oh mein Gott, der ist der Easy. Ja, ganz doch mal was anderes. Mann, Leute, ich möchte eigentlich gerne... Was ist denn das? Wow. Sorry, das war mein Fehler. Wow, weg hier. Jetzt auf die Abwehrknopf gedrückt. Okay, es geht alles wieder. Sehr gut. Ich wollte eigentlich ausweichen. Naruto! Für Schrank auch. So. Ich bin wieder im Rennen. Hör mal deine dämlichen Bomben auf. So, da bin ich schon. Voll daneben. Na, was sagst du dazu? Schmeckt dir das? Und Tschüssikowski. Was? Immer noch nicht? Immer das hier. Na klar, voll abgeblockt. Und er haut ab. Da gibt's nicht sowas. Man haut nicht einfach von mir ab. Das ist unhöflich. Aber ich frage mich immer noch, wie der Begriff für seine Technik war. Bankuto, kann das echt sein? Irgendwie war das was mit B, das weiß ich noch. Oder irgendwie glaube ich es zumindest. Wenn ihr es wisst, Leute, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wie ist der genaue Begriff für Deidaras Technik? Beziehungsweise sein Element einfach. Gesundheit, mies, Doppelmies, extra mies, Rang 10, nice, ja super. Ja. Kiba Inosuka, wieso auch immer, Shinobu-Ramen, habe ich ganz vergessen, und ein paar Ryo. Weil wir so geldgeil sind, nicht wahr? Ach, das stimmt, ich könnte mal im Shop vorbeischauen. Aber alles zu seiner Zeit. Deidaraを撃破したナルトは風影奪還に成功。
Naja, schöner Trost. Ich meine, Gaara ist trotzdem tot. 砂隠れとの新たな絆を築き、え砂隠れへと帰還する。 Okay, da wurde jetzt aber einiges übersprungen, Leute. Also, noch kurze Aufklärung. Gaara wäre eigentlich tot gewesen, aber Shio kennt ein verbotenes Jutsu, mit dem sie Gaara zurückholen konnte. Dadurch wurde aber ihr eigenes Leben ausgelöscht. Sprich, sie hat einfach ihr Leben auf das von Gaara übertragen. Und so lebt er wieder. しかし、第7班に休息の暇はなく、 Wird zumindest das hier richtig erklärt, wieso jetzt plötzlich Tenso dabei ist. Ich glaube, das ist sein richtiger Name. 早急に畑かかしの代役であるヤマト。 Genau, Yamato ist einfach sein Kosename, weil er war auch ein Ambu-Mitglied, so wie Kakashi, aber Tenso ist sein richtiger Name. Und übrigens ist er ein Holznutzer. そして、 Das beherrscht Mokuto wie auch der erste Hokage. 加え、次なる任務地、天地峡へと向かうの Oh, Seide auch noch. Ja, der ist auch ein Mitglied der Anbu, aber der Anbu-Ne-Einheit, die direkt Danzo unterstellt ist. Und ich fürchte, den sehen wir auch noch. 天地峡では暁のスパイが出現するとの報があったが、 Okay, wird zumindest das noch erklärt, dann muss ich das auch noch 果 erklären. たして現地に向かった一行を待ち受けていたものと、暁を陥れようと画策する音隠れの忍び薬師兜と、 Ja, zur kurzen Erklärung für diejenigen, die es nicht wissen. Kabuto war ursprünglich mal ein Spion von Sasori, aber, also ja, ein Spion, der Orochimaru ausspionieren sollte, na, schon klar. Aber Orochimaru hat dieses, ja, sag jetzt mal dieses Siegel, weil Sasori hat jeweils seinen Untergebenen ein Siegel ins Gehirn eingepflanzt, um sie an sich zu binden, so wäre es richtig. Aber Orochimaru hat das gefunden, das Siegel gelöst und weil Kabuto ihm sehr dankbar war, ist er bei ihm geblieben. Und das Treffen hier auf der Brücke sollte eigentlich dazu dienen, Sasori auszulöschen. Aber der wurde bereits von Shio und Sakura beseitigt, was jetzt aber nicht so richtig gezeigt wurde. 内葉サスケを惑わす巨悪オロチマルであった。 Ja, und der Grund, wieso Yamato dabei ist, das liegt daran, weil Kakashi sein Mangekyo Sharingan, ja, stellt euch vor, er hat auch eins. Hat er im Kampf gegen Deidara, das wurde ich auch nicht gezeigt, Mann, wird hier viel übersprungen, ist nicht zu fassen, hat er es zu sehr überstrapaziert und deshalb liegt er jetzt nun einige Tage, Wochen irgendwie, naja, im Koma nicht, aber soll sich ein bisschen ausruhen. 憎むべき存在オロチマルを前に、ナルトの感情は憎しみに沈む。 Ach stimmt, jetzt kommt der Kampf. Oh, der war aber echt episch. 内なるキュービはついに暴走に至る。赤き方向が空を焦がした。 Das ist ein bisschen übertrieben, also den Himmel zerreißen, das kommt erst ein bisschen später. この着が楽しめそうじゃない。 Ja, ich hasse Orochimarus Stimme. Das löst bei mir jedes Mal eine Gänsehaut aus. Ohne Witz. Nee, oder? Ja, ist ja ganz super. Wie soll ich den bitte schon kontrollieren? Kampf gewinnen, Kampf im Erwachzustand gegen einen stärker wärst. Das ist jetzt ein Erwachzustand. Okay. Dann gibt es also den 6. und 8. gar nicht, also einen 6. und 8. Modus. Naja, mal schauen. Na, ganz toll! Wie steuere ich den? Mann, wie steuere ich den Naruto? Eine bescheidene Frage, wie soll ich überhaupt verlieren? Hey, Orochimaru ist sowas von einem Arsch, hey! Im Ernst, ihr seht es ja selber, ich habe null Ahnung. Dankeschön, Orochimaru. Ah, nein, jetzt ist wieder so ein Schlängeltypi. Stimmt, aber ganz vergessen. Ich habe null Ahnung von der Steuerung von Naruto, aber teilt trotzdem so einen Schaden aus, ey. Er macht nie immer so ein Geräusch. Klingt, als würde hier irgendjemand bohren. Da bin ich mal gespannt, was der für Jutsus drauf hat. Autsch! Achso, das ist Naruto, der hier so brüllt. Ja, und Naruto hat gar kein Ultimate Jutsu mehr. Finde ich ja auch super. Wow, ist der schnell!
ich krieg dich, Orochimaru. Alalala. Ich werde dich in der Luft zerreißen. Chakra-Kugel. Ich sagte Chakra-Kugel. Alter, ich sagte Chakra-Kugel. Geht doch. Auch Shurikens werfen? Nö. Wow. Aber sonst badass-mäßig drauf. Alter, Naruto im Erwachzustand, das ist ja übel. Ich will nicht wissen, wie Bee im... Also sprich Killer Bee im Erwachzustand ist, wenn er so einen Achtschwänzchen raushängen lässt. Eine gute Nacht. Wow, voll die Kralle übergezogen. Na, das wird Narben hinterlassen. Oh, fast vergessen. Orochimaru stirbt ja nicht. Normalerweise hängt er nach einem coolen Spruch raus, aber nö. Was? Gegenangriffsstärke wächst um 10. Davon habe ich aber nichts mitgekriegt. Mann, wie Naruto aussieht. Und kriege ich Rang C? Natürlich, Rang C. Ja, kennt mich doch mal weh. Hinata Neji sind verwendbar, ich sage jetzt extra nicht benutzbar, vor allem bei Hinata nicht. Das klingt doch sehr pervers. 驚異的なナルトの力に触れたオロチマルは早々に天地境から立ち去ってゆく。 Ja, weise Entscheidung. 暴走の収まったナルトはヤマトたちと共にオロチマルたちを追走し、ついに彼らのアジトを発見。 Und damit werden sie schon bald auf Sasuke treffen. そしてその内部へと侵入するのだった。日の揺らめく薄暗い地下アジトに突然爆発音が響き渡る。現場に到着したその目に映ったもの。 Sagt mal, kommt es mir nur so vor, oder ist der Story-Modus von diesem Spiel ziemlich zusammengepresst worden? Also irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, da wurde auch alles ja, so bestmöglichst auf einen Haufen zusammengepresst, sodass möglichst wenig gezeigt werden muss, und hier scheint es mir so ähnlich zu sein. Also ich weiß aus Ultimate Ninja Storm 1 und 2, auch wenn ich es noch nie gespielt habe, dass es da zumindest noch Bosskämpfe und so etwas gab und auch, ja, man konnte sich auch frei in der Stadt bewegen und so, das scheint hier nicht der Fall zu sein. Wieso erwische ich immer Blindspiele, die so drauf sind? Okay, nach kurzem Kampf gegen Sasuke und dann beende ich mal langsam den Part, was? Ja, Sasuke, der Emo-Prinz, kennen wir doch alles. Der Wille des Feuers gegen den Willen des Hasses. Beziehungsweise Senshu gegen Uchiha. Sasuke-kun, nande? 俺の目的、その邪魔をするんだ。お前たちを消すまでだ。 War der echt schon damals so grausam? Wusste ich gar nicht mehr. Naruto-kun. Ja, und die eine Szene mit Sai wurde jetzt auch übersprungen, beziehungsweise wo erklärt wurde, wieso Sai überhaupt auf diese Mission mitgeschickt wurde. Und zwar ging es darum, Sasuke auszulöschen. Aber genug davon. Oh, 2 Teamkameraden. Was? Ist Sasuke so hart? Oh. Ja. Kampf gewinnen, Gegenangriffsstärke wächst. Wisst ihr was, Leute? Das und vieles mehr im nächsten Part. Ja, ich weiß, wenn es ein bisschen fies, aber wenn wir schon 2 Teamkameraden zur Verfügung haben, bedeutet das für mich, dass der Kampf um einiges härter wird als erwartet. Vielleicht auch nicht, wir sehen sie dann. Auf alle Fälle hat Sasuke sich ein wenig trainiert, viel dazugelernt und ja, wir sehen uns im nächsten Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Ja, der Titel wird niemals kürzer. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.